Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja, diesmal das Spiel von Schalke 04 bei uns. Wir haben jetzt 26.01. 1 Uhr, also schon Sonntag, 1 Uhr nachts. Und ja, man sieht es noch ein bisschen. Ich bin vor, keine Ahnung, 4 Stunden aufgestanden. Ich habe nach dem Spiel direkt nochmal 4 Stunden gepennt. Das nur nebenbei, wer mein Vlog verfolgt. Ja, das nochmal als Info. Kommen wir direkt zum Spiel, würde ich sagen. Erstmal, ich habe nichts zu meckern, Leute. Das erste Mal, an das ich mich jetzt erinnere, dieser Saison, wo ich einen Bayern-Talk mache und keinen Spieler nennen kann, der wirklich schlecht gespielt hat oder der irgendwie abgefallen ist. Es haben alle ein gutes Level gehabt. Erste Halbzeit habe ich Davies überragend gesehen. Und danach war Pavard auf der anderen Seite für mich mit der Beste. Aber ansonsten gab es keinen, der irgendwie abgefallen ist. Wie gesagt, Davies hat für mich ein bisschen herausgestochen. Weil halt auch viel über seine Seite lief und Pavard super nach hinten gearbeitet, super Bälle abgefangen. Zweite Halbzeit, ja, waren die beiden ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schlechter, aber halt hat sich alles so auf ein Niveau angepasst. Da ist die Mitte ein bisschen mehr zum Tragen gekommen mit Kimmich, Thiago und davor Goretzka. Ja, Perisic war auch sehr gut, muss man auch sagen, hat wieder richtig geackert, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Müller auf rechts ist halt immer so ein bisschen, war okay, ja klar. Hat auch gut gespielt, aber die rechte Seite war halt oft halt einfach, ja, da war der Pavard da und sonst keiner. Gerade zweite Halbzeit war das ziemlich häufig so. Ja, ich meine, es funktioniert, ja. Es gibt nichts zu meckern, wir haben 5-0 gewonnen. Und auch da kein Vorwurf an Müller. Hat auch gut gespielt. Aber wäre natürlich nochmal ein bisschen was anderes, wenn da noch ein zweiter auf der Außenseite wäre. Aber gut, ich würde sagen, wir gucken uns die Statistiken an. Wie gesagt, ich habe nichts zu meckern. Kaum zu glauben, aber wahr. Ich kann natürlich über einen Videoschiri meckern, wo ich gleich noch ein paar Worte zu verlieren möchte. Das wäre das Einzige an unserer Mannschaft, habe ich heute nix, aber gar nichts auszusetzen. Ja, 5-0, wo? Levi, Müller, Goretzka, Thiago, Gnabry. Ja, ich meine, wenn ich über einen meckern sollte, ihr wisst es, wie ich zum Gnabry stehe. Habe mich auch heute nicht überzeugt, wo er reinkam. Sein komisches Ei da, bitte dich, das war... ja, es war gar nichts. Das war ein Eigentor vom Torwart, Alter. Nicht mehr und nicht weniger. Aber, ja, so ist es. Ballbesitz 75,4%, Abseits 3-2. Ja, Abseitsstellung ist immer so. Zu den 3 Abseitsstellungen kann ich dir auch noch was sagen. Da war für mich nämlich nur eine von Abseits. Fouls 3-5. Zweikämpfe 56%. Ja, das war in der ersten Halbzeit noch ein bisschen anders. Da hatten die Schalker irgendwie 55% Zweikämpfe gewonnen. Schüsse insgesamt 24-7, Schüsse aufs Tor 14-1, Ecken 9-2 und Flanken 34-2. Ja, Flanken war heute das Mittel. Ich weiß nicht. Wer. Ja, was ist denn mit dem Fährmann, Alter? Wie kann man denn da einen Torwart im Bundesligaspiel gegen Bayern aufstellen, der mit Flanken nicht klarkommt? Machen wir uns nichts vor. Also, ich weiß nicht, ob der keine Flanken trainiert. Jede Flanke auf dem zweiten Pfosten, die ein bisschen Schnitt hatte, konnte er gar nicht wechseln. Dann fehlen, das glaube ich 2 oder 3 Mal, da ist so gerade eben die Fingerspitzen dran, aber kann nicht wirklich was beeinflussen. Ja, eine einzige hat er gepflückt und das war auch keine wirkliche Flanke, das war irgendwie so ein... Ja, ganz schwach, Leute. Ganz schwacher Torwart. Ja, einmal hat er einen guten Reflex auf der Linie gehabt, einmal wurde er noch angeköpft von Goretzka, der konnte selber nichts für, dass er den hält. Also selten so einen schlechten Bundesliga-Torwart gesehen, ganz ehrlich. Schwierig. Schwierig in meinen Augen. Vielleicht reicht das gegen Freiburg oder... Nee, Freiburg kannst du ja auch nicht mehr nennen. Da wo ich stehe. Vielleicht reicht das noch gegen Düsseldorf oder sowas. Aber ihr habt es gesehen, Alter. Oder wer das Spiel gesehen hat, jede Flanke, die reinkam in den Strafraum, der Torwart war komplett überfordert.
Dann ist er teilweise bei mancher Flanke schon gar nicht mehr rausgegangen, ist auf der Linie geblieben, was natürlich auch immer so semi ist. Also aus meiner Sicht nicht Bundesliga-tauglich, was die Torwartleistung heute da betrifft. Aber auch nur meine Meinung. Ich bin zum Glück kein Schalker und muss mich da irgendwie mit auseinandersetzen. Gut, Schüsse insgesamt. Levi 8, Koretzka 5, Thiago 2. Gewonnene Zweikämpfe, wie immer der Davies vorne. Oder fast, was heißt wie immer, aber ist meistens unter den ersten dreien hier. Davies hat 8 gewonnen, Coutinho 7. Respekt dafür, dass er so kurz auf dem Platz war, muss man auch mal sagen. Und Pavard 6. Guck mal, bestätigt sogar meine beiden Eindrücke, ne? Gefoult worden, ja, spielt keine Rolle. Torschussvorlagen, der Davies 4 gegeben, Kimmich 3, Müller 2. Und Ballkontakte, ja, Alaba 131, Kimmich 121 und Davies 120. Erste Halbzeit hatte Davies sogar die meisten Ballkontakte gehabt. Und ja, wie gesagt, ich habe den Davies bärenstark gesehen. Generell einfach die Entwicklung muss man ja mal sehen, ja. Und da kannst du ihm gar nichts vorwerfen. Die ersten 2 Spiele waren noch ein bisschen sehr wackelig. Danach war, klar, hat er immer noch so ein bisschen, merkt man so die Nervosität an. Aber heute gar nicht. Heute hat er Zutrauung gehabt, ist nach vorne marschiert. Hat 1-2 Mal Pech gehabt, wo er so ein bisschen dann den Alleingang gemacht hat. Aber er traut sich zu. Ja, mega. Mega, mega. Also. Und er hält das Niveau ja bisher. Und wenn er das über die Saison hält, ja, feste Größe, Leute. Feste Größe, ob jetzt hinten oder ob er dann eine Position nach vorne rückt. Für mich eine feste Größe. Muss ich einfach so sagen. Klar, er hat noch nicht die super Erfahrung, aber das wird alles kommen. Und Erfahrung kommt halt nur durch Spielen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Auch Champions League. Und wie ich schon immer sagte, man muss den Jungs halt dann einfach auch die Gelegenheiten geben. Und das ist jetzt so ein bisschen aus Not geboren. Ich bin gespannt. Der Hernandez ist auf dem Weg. Klar, Süle braucht noch. Bin gespannt. Ob der Alaba wieder nach links rückt oder ob der Alaba, wo den Alaba sogar verkaufen am Ende der Saison. Was ich sehr schade fänden würde, was ich auch nicht machen würde, wenn ich da was zu sagen hätte. Ich denke, der Davies ist ein gelernter Offensiver. Und wenn er jetzt schon diese defensiven Fähigkeiten lernt und auch umsetzt, ist er halt auch einfach Gold wert, wenn man ihn dann links außen spielen lässt. Ja? Also ich sehe da nichts, was dagegen sprechen sollte, dass er mit dem Alaba zusammen die linke Seite bildet. Also, wo ist das Problem? Und du hast halt wirklich einen, wenn der Alaba ausfällt oder nach innen rücken muss, kannst du ihn jederzeit wieder nach hinten ziehen. Also, ja, für mich mega. Kann ich nur sagen. Und Pavard, ja, hat sich auch ein bisschen gesteigert. Ich meine, als Rechtsverteidiger nach hinten hin ist er für mich eh gut. Nach vorne hapert es manchmal ein bisschen. Aber war okay. War okay. Wie gesagt, gibt heute nichts zu meckern. Aber nur mal, weil ich auch immer dann, oder jetzt auch wieder in der Mitte, oh ja, wir müssen hier, da, wir brauchen locker 2, 3 Spieler. Ja. Wenn man mal sieht, ne, wen wir heute eingewechselt haben, ja, was willst du dann noch kaufen? Wir haben Coutinho eingewechselt, wir haben Gnabry eingewechselt, wir haben Tolisso eingewechselt. Du kannst nur 3 wechseln. Wisst ihr, was ich meine? Klar, dann hast du noch den Zirkzee und die Q-Sau. Odriozola hast du ja jetzt auch noch, der gekommen ist auf der Bank. Aber jetzt mal ernsthaft, das reicht ja wohl. Und die Spieler kommen ja wieder. Coman kommt wieder, Martinez kommt wieder. Hernandez kommt wieder. Süle kommt wieder. Ja, und wie gesagt, du hast den Davies, der halt nach vorne rücken kann. Ich sehe nicht unbedingt, dass wir auf der linken Seite jetzt da irgendwie, wer weiß was ausgeben müssen für den Offensiven. Also ich sehe den Davies schon da in der Offensive, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, sie ziehen es durch mit dem Jungen. Dass das kann, steht für mich auf jeden Fall außer Frage, nach dem, was ich bisher gesehen habe in dieser Saison von ihm. Klar, er muss konstant reinkriegen, das ist immer schwer. Ich bin auch immer ein Feind dagegen, wenn man sagt jetzt, oh ja, er ist jetzt der neue Star, weil er hat eine gute Saison gespielt. Da bin ich halt auch immer weit weg von. Das muss man erstmal abwarten, ja.
Aber ich denke, wenn man sich beim FC Bayern so durchsetzt, ist das halt nochmal was anderes, als wenn man sich bei Freiburg Düsseldorf so durchsetzen würde. Ja? Beim FC Bayern gehört da schon eine Menge mehr zu. Und ja, Hut ab von meiner Seite. Gut, ich würde sagen, kurzer Blick auf die Tabelle noch. Lässt ja unser rot-weißes Herz höher schlagen. Ein Punkt nur noch, Tordifferenz sind wir natürlich auch vorne jetzt. Was heißt natürlich, aber sind wir jetzt vorne. Ja, und in 2 Wochen spielen wir gegen Leipzig. Schauen wir mal. Ansonsten, ihr seht's, spannend. Ich würde sagen, hier bei Dortmund ist der Schnitt. Ich würde sagen, die ersten 4 Plätze, wenn nicht noch irgendeine Mannschaft einbricht von den 4, was ich nicht glaube, sind zementiert. Wie sie sich anordnen werden wir sehen. Ja, sehe ich das, so sehe ich das zumindest. Schalke hätten sie heute irgendwie gewonnen oder wenigstens einen Punkt geholt. Hätte Schalke vielleicht noch dabei zählen können, aber ich denke nicht, dass die Dortmunder noch einbrechen werden jetzt mit dem Haaland. Ja, wie ich gesagt habe, war ja klar, dass er so einschlägt bei Dortmund. Von daher sind die ersten 4 Plätze für mich zementiert. Und dahinter, ja, was soll ich sagen, interessiert mich auch nicht wirklich. Ja. Meine Prognose war, wir werden kein Meister. Wie ich schon sagte, ich lasse mich da gerne irre ich mich da und freue mich dann. Wir werden sehen. Ansonsten vielleicht noch ein Wort zu Schalke. Die Vorstellung war natürlich lächerlich, mal ganz ehrlich. Ich meine, Tabellenfünfter, ja. Der beim Sieg in den Meisterschaftskampf eingegriffen hätte. Dann hätten sie 36 Punkte gehabt. Wenn wir uns hätte Fahrradkette, ist schon klar. Aber wenn wir uns das mal angucken, ja, klar, Torverhältnis ist unterirdisch für die im Vergleich zu den 3 davor. Aber sie wären punktgleich mit Dortmund gewesen, punktgleich mit uns gewesen und wir hätten 4 Punkte auf Leipzig gehabt. Ja, wie man dann so auftreten kann bei uns, weiß ich nicht. In der ersten Halbzeit haben sie es teilweise noch, gerade der Nastasic-Wichser da hinten, mit Härte versucht, ja, was den Gräfe auch nicht wirklich interessiert hat. Der war für mich heute auch unterirdisch. Aber ich weiß nicht, wie man so auftreten kann. Vor allem dann stellen sie, das war ja das Lächerlichste, was ich bisher gesehen habe gegen uns. Dann stellen sie 3 Mann auf eine Linie vorne hin. Also bei unseren beiden Innenverteidigern. Ja, die haben aber auch nicht gepresst. Die standen da halt dann, ja. Die sind dann vorgerückt, ja. Wollten halt die Passwege zustellen, haben aber nicht gepresst oder wollten den Ball erobern, haben halt gehofft, dass wir einen Fehlpass auf den Schalker spielen oder was. Der FC Bayern, die passsicherste Mannschaft ist, vielleicht nach Barca. Ja, lächerlich, ja. Ja, dann hat sich ein Kimmich fallen lassen, hat sich ein Thiago fallen lassen, dann zur Not haben sie beide fallen lassen und es hat halt einfach gar nichts gebracht. Die 3 waren so schnell überspielt. Keine Ahnung. Und dann irgendwann war es ja so, dass sie nur noch hinten drin standen. Standen sie ja wie Hertha mit 11 Mann hinten drin. Und das habe ich schon gegen Hertha gesagt. Ja, das kannst du halt vergessen. Wenn du uns nicht unter Druck setzt, wenn du uns Ringepitz mit Anfassen spielen lässt, das haben wir unter Pep perfektioniert. Ja, dann spielen wir eine Viertelstunde den Ball quer. Bis die Lücke da ist, spielen ihn rein und dann klingelt's. So. Ist nicht immer der schönste Fußball. Aber wenn die Gegner sich hinten reinstellen, ja, dann ist es so. Ja, und ja, wie gesagt, für mich kein Auftreten eines Tabellenfünften. Wäre das jetzt, was weiß ich hier, Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, sowas. Aber selbst die Hoffenheimer treten ja ganz anders auf in München immer. Schwach. In meinen Augen schwach und verdient. Verdientes 5-0, ganz klare Kiste. Ja, ganz kurz zum Gräfe. Gräfe war für mich heute unterirdisch, ganz ehrlich. Ich meine, ich mag den eigentlich. Ich finde es gut, dass er ein Schiedsrichter ist, der laufen lässt, ja, der nicht jede Kleinigkeit abpfeift, aber heute hat er einfach gar nichts gepfiffen. Es wurde mit offener Sohle den Nevi auf den Fuß gefeuert. Er hatte erstmal 10 Sekunden überlegt, pfeife ich nicht. Dann hat er sich dazu entschlossen zu pfeifen. Eine gelbe Karte gab es nicht. Also da hat der Ribéry schon den Champions League für Rot gesehen. Und das war auch Kampf um den Ball. Dann holt es vom Kommentar. Ja, nee, völlig in Ordnung. Das war ja Kampf um den Ball.
Deswegen gibt es keine gelbe. Weil der Ball in der Nähe war. Also wenn ich in eine offene Sohle reinprügel, Alter, breche ihm das Schienbein, der Ball ist in der Nähe, ja, dann ist es nur ein Foul, ja. Dann da muss noch keine Karte geben, weil der Ball ist in der Nähe, Alter. Also das dümmste Argument, was ich je gehört habe, Alter. Was der Drecksack heute gepfiffen hat, das war unter aller Sau. Ehrlich. Und der Videoschiedsrichter fange ich erst gar nicht an, ne? Doch, ich fange doch an. Ohne Witz, nehmen die uns 2 Tore weg. Erstmal, ja, klar. Bisschen Vereinsbrille, keine Frage. Das erste Tor war nie im Leben abseits. Nie im Leben. Wer das gesehen hat. Der Müller war mit seinem Fuß noch hinter dem, wo sie die alte verfickte Linie gezogen haben. Weißt du, was über der Linie war? Hier. Der linke Arm war über der Linie. Ich dachte, es gab mal die Regel, abseits ist nur ein Körperteil, womit man ein Tor erzielen kann. Mit dem Arm darfst du kein Tor erzielen, ist ein Handspiel dann. Alter, was ist das denn für eine Regelung? Generell, was soll das da, eine Linie auf einen Millimeter zu ziehen? Junge, es hieß mal im Zweifel für den Stürmer und so eine Scheiße. Und wofür haben wir noch Linienrichter? Da kommen wir nämlich zum zweiten Tor, was abgepfiffen wurde. Ja, das zweite Tor war, der Flankengeber hat den Ball gekriegt und stand dabei im Abseits. Dann wurde der Ball reingespielt, da wurde nochmal reingespielt und wieder nochmal reingespielt. Es waren noch 4 Stationen dazwischen, bis das Tor gefallen ist. Ja, damit das Abseits von vor 4 Positionen überprüft, was Abseits war, keine Frage. Aber das war Abseits, wo der Linienrichter genau daneben steht. Der steht 3 Meter entfernt und hebt nicht seine verfickte Fahne. Ja, dann ist es eine Fehlentscheidung vom Linienrichter. Und dann überprüft man aber so weit zurück, wo der Ball eingeworfen wurde. Oder was ist los? Wenn vor 2 Minuten der Ball eingeworfen wurde, und es hätte eigentlich Einwurf für die andere Mannschaft gegeben, ja, dann pfeifen wir das Tor zurück. Weil das Tor war regulär. Ja? Lächerlich, Leute. Aber bei einer Ecke, ja? Ich meine, wir haben sogar noch ein Tor nach einer Ecke gemacht. Das ist ja nicht, dass wir nicht gefährlich sind nach Ecken. So. Wir haben zweimal keine Ecke gekriegt, obwohl es eine Ecke hätte geben müssen. Da haut kein Videoschiri irgendwas raus, oder was? Das ist genauso. Das ist bei anderen Mannschaften ja noch schlimmer. Die sind ja noch torgefährlicher bei einer Ecke. Ist auch eine Torchance. Das wird dann nicht überprüft, oder was? Also diese Scheiße mit den Linien, mit dem Video-Kack-Schiri. Alter. Wie gesagt, wenn der Linienrichter keinen Abseits gibt, wie oft wir das in der Saison haben. Dass gegen uns Abseits gepfiffen wird, obwohl es kein Abseits ist. Da greift kein verkackter Videoschiri ein, ja? Wenn der Ball steil reingespielt wird, er wird alleine aufs Tor zu gehen. Der alte Drecksack hebt die Fahne, es war kein Abseits, was du dann siehst in der Wiederholung. Wen interessiert? Das ist dann eine Fehlentscheidung, die nicht überprüft wird. Oder wo keine Konsequenzen folgen, das ist Wurst. Aber wenn er da eine Fehlentscheidung macht von 4 Stationen vorher, bevor wir ein Tor schießen, dann wird es überprüft und dann ist sein Fehler, da muss er revidiert werden. Das geht ja wohl nicht, Leute. Da müssen sie jede verkackte Abseitsposition da revidieren. Sonst sich mal was einfallen lassen. Es war schon so oft, dass wir durch gewesen wären und er hebt die Fahne und es war kein Abseits. Also diese Videoschiri-Scheiße, Alter, ganz ehrlich. Das ist das Bekloppteste, was sie eingeführt haben im Fußball. Vor allem dann immer das Argument, ja, der Videoschiri ist ja dafür da, dass der Fußball gerechter wird. Alter, da wird gar nichts gerechter. Gar nichts. Weil selbst die Leute, die da in ihrem verkackten Bunker in Köln hocken, selbst das sind verkackte Menschen, die Fehler machen. Und die machen einen Fehler nach dem anderen, Alter. Ich habe noch nicht eine Entscheidung gesehen, wo man sagte, ja, manchmal beim Handspiel, Handspiel ist natürlich auch noch so eine Sache. Manchmal hast du echt klare Dinger, ja. Da sage ich nichts gegen. Aber diese Abseitsentscheidung, wo die dann eine verfickte Linie ziehen und wo das irgendwie um 1 Millimeter geht, was soll das? Was soll das? Und das ist jetzt egal, ob das für oder gegen uns spricht, in dem Fall, ja. Was soll das? Wo ist der Sinn? Also, nee. Das kann kein Mensch beurteilen. Und da kannst du 3 Schiris da vor dem alten Fernseher setzen. Der eine Schiri sagt so, der andere Schiri sagt so. Leute, schafft den Scheiß ab. Meinetwegen macht hier 3-mal wie in American Football. Jeder Trainer darf 3-mal da seine Hütchen werfen und dann wird was überprüft. Aber da bei jedem Tor irgendwie Abseits zu überprüfen. Mit einer Linie auf einen Millimeter. Klar, wenn der einen halben Schritt im Abseits steht, logisch, ja, nimmt man das scheiß Tor zurück. Aber nicht, wenn es erstmal, wenn es nur ein Arm ist, der im Abseits war und der auch nur so einen Millimeter davor war. Ja, der Fuß, mit dem er das Tor erzielt hat, was ja eigentlich zählen sollte, so war mal die Regel.
war halt nicht im Abseits. Leute, ich meine, wir haben 5-0 gewonnen, ja. Stell dir mal vor, wir hätten 2-1 verloren. Hätten aber zur Halbzeit 3-0 führen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Oder wenn es um Abstieg geht oder sonst was. Oder wenn es später mal um die Meisterschaft geht, wenn sie wirklich eng ist. Das sind Dinger, geht nicht. Geht nicht, Leute. Geht nicht. Meine Meinung. Irgendwann mache ich da mal ein Aufregvideo zu. Scheiß DFB, scheiß auf ein Videoschiri oder sowas. Junge. So. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Wochenende wieder. In diesem Sinne. Servus, Glück auf.